Salut und herzlich willkommen bei Luxplay. Haut genitter ordentlich 100 Euro bei Jump Force! Aber bei Crackdown 3 haben wir mit Terry Crews gut Chaos gestiftet. Nerf this! Bald 5 Jahre gedauert, bis los Crackdown 3 endlich rauskommt. Ob er doch die ganz lang Wartezeit gerecht genoss, dat verrohen erst der komische Liefmer an Dünni. Von daher, Clip ab. Schon von Anfang so war Crackdown kein riese Publikumsmagnet. Für den ersten Teil und Leute zu kriegen, hat Microsoft 2007 einfach ein Beta-Key zum heiß erwarteten Halo 3 beigelöscht, weil sie sich nicht sicher waren, ob das Spiel sich so verkaufen ging. An ihre Plan ist gut abgegangen. Das Spiel hat sich für herausgesuchte Flop aber noch extrem gut verkauft gekriegt. Erstaunlicherweise hat sich so herausgestellt, dass Crackdown selber auch unheimlich viel Spaß macht. Yeah! Yeah! Crackdown 3 hat aber seine ganz eigene Probleme, die zu bewältigen gaufen. Angefangen mit viel Kontroverse, was Cloud-basierte Zerstörung vom Spiel angeht, bis zum Fakt, dass das Spiel dann noch an der Entwicklungshilfe verschwunden war. Nachdem es meine Geschichtsstunde lo aber fertig ist, los es mal ganz ausnahmsweise Multiplayer aufhängen. Wrecking Zone, so nennt es sich, leidet irgendwo zwischen einer totaler Katastrophe an einem Leuchtfeuer für zukünftige Technologie. Auch von Zerstörung ganz offensichtlich am Vergleich mit der phänomenalen Tech-Demo von der Gamescom 2015 gedowngrade go. Es ist noch immer am Spiel dran, und man sucht noch immer überzeugend. War noch nämlich gerade so weltbewegend. Es geht trotzdem noch immer alles durch Cloud berechnet und mit allen Spielern synchronisiert. Schön ist nämlich, dass der PvP-Aspekt selber nicht überzeugen kann und nicht wirklich motivierend ist. Die Schluckern-Mechanik ist kein Skill benötigt, und schlimmer noch, steht ihm oft am Weh, wenn das Spiel sich dann die falsche Gegner aussicht. Dabei gibt es nur 2 Modi, Deathmatch und Territories. Die Leute nicht einmal probieren, die ganze Zerstörung mit der Raff fließen zu lassen. Da ging es sich dann ob man selbst ähnliches wie bei Red Faction wünschen, so dass ihr Punkte für Zerstörung selber kriegt. Für und allem ist es aber schlimm, dass bis dato nicht mit Kollegen zusammen an einem Match rankommen. Wenn in dem Matchmaking gleichzeitig startet, kann ich vielleicht mal mit ein bisschen Glück mit Kollegen an einem Match geraten. Das ist aber weder verlässlich, noch sollte das in einem Spiel von 2019 nötig sein. No, God! No, God, please, no! 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 Wenn ihr dann einfach mal packt, so in ein Match zu kommen, dann mischt einfach sogar Wrecking Zone unheimlich viel Spaß. Also schlimme daraus, es gouf Gott sei Dank schon angekündigt, dass der Party-Up-Feature in der W ist. So, wo das geklärt ist, kommen wir mal zum Singleplayer. Den in ironischerweise auch lo schon noch bis zu einem Kollege oder einer Freundin am Koop zocken kann. Zufang geht ihn dann im Move einer richtig geiler Cutscene begrüßt, die ganz gut klar mischt, um wann die Welt bei Crackdown geht. Okay. Someone give me my jam! Und zwar spielt ihn als Terry Crews mit Superkräften. Natürlich, es gibt auch andere Agents, die sich aussichten können. Wie sie mal ehrlich, wen will nicht lieber als Terry Crews spielen? Direkt zufangen ich schon gewusst, dass eine milliardenschwere Firma den Strom auf all große Hauptstädte von der Welt lahmgelöscht wird. So dass Flüchtlinge an ihrer Stadt Zuflucht sichern und dabei ausgebeutet können gehen. Das gefällt der Agency aber nicht. Aber wie ein Terry Crews oder Commander Jackson, wie ihn am Spiel heißt, schon zufangs bemerkt, steht die Agency für Recht und Ordnung auf der Welt. Also wird direkt mal ein Team durchgeschickt, der ein bisschen Stress machen soll.
Dat ganz geht fir d'Agents awer net so gut aus an muss als sech mal kucken, wofir unzufänken as sech seg Superkraft opzeleveln. Dat geht op viele verschiedene Weisen. Am wichtigsten sind dabei die gering Agility Orbs, die an der ganzer Staat verdeelt sind. Durch die kann ich mich schnell rennen an mir sprangen. Wer denken zu gut könnt beim Erkunde von der Stadt an der Klamme für Wolkenkratzerin. Der Rest von den Skills erklärt sich dabei aber vom selben. Der Fuhrskill wird durch Fuhre gelevelt, Stärke durch Strupphohn, a Waffeskill durch Ballere. Also weiter. Während also immer mächtig geht, spiegelt sich das ganz auch am Design von ihrem Charakter, den immer mehr muskulös geht und immer mehr geil gepanzertes Suit kriegt. Oh, my man. Dress to kill. Das ist sicher auch das Wichtigste. Aber du könnt am Spiel frei rundherum laufen und machen, was er will. Und ich posten auf beliebige Reihenfolge 4 Knöpfe, wie er will. Sie haben sich einfach bewusst, dass es mehr einfach geht, wenn du als sich die mit Klangbasen zerstört und du mit Verteidigungssysteme von den Bussen lahmlegt. Zum Fazit so noch kurz, für 60 € ging ich nicht unbedingt weiterempfehlen. Mehr am Sale oder vor allem durch Game Pass soll den Spiel definitiv mal austesten. Die Spiele können zwar definitiv nicht ohne God of War ruhen, mir daran den trotzdem ein bisschen ein Oldschool-Spieler, weil ihn einfach unheimlichen Spaß hört und machen kann, was er will. Wen aber sowieso schon Fan von alle Crackdown-Dealer war, der kann noch los schon beherzt zurückgreifen. So. Riechst du doch? Nee, was? Keine Ahnung mehr. Irgendwas riecht da irgendwie fauler komisch. Boah, keine Ahnung. Wir ihren hin heute das Studio abgehabt, heute kommt die News. Mir hatte für enger guter Zeit davon auf Facebook bericht an lo ass doch soweit. Bandai Namco huet den Soundtrack von der kompletter Dark Souls Trilogie lo op Spotify veröffentlicht. Anthem werdet net einfach. Du demst Spiel deweils ziemlich as ne geholgin ass, hun sech Fernseh auch iwwer de Loot-System beschwert. Ein Update, den diese Weekend rauskommers, soll du bald Sach besser machen. Mir bleiben an der Sach run a gucken, wer sich entwickelt. No Call of Cthulhu hätte man sich am März mat The Sinking City als nächst am Lovecraftische Wahnsinn verleeren sollen. Leider gouft Spiele lob der 24. Mai gerekelt, mehr als klangen Trost gëtt dawer dofir en neue Gameplay-Trailer ze gesinn, den ich auch die ganze Detektivmechanik vom Spiel Mino soll bringen. Aus enger weit entfernter Galaxie krute mat Norrich, dass dem Respawn Entertainment sein Star Wars Jedi Fallen Order op der Star Wars Celebration zu Chicago werd gewisse gin. Tisch dem 11. und 15. April bis ma so méi. Wann hörst du raus und was war? Nee, wisst wat? Nee. Schon. Da kommen Games Fund! Auch diese Mode tut er ein herzhaftes Menü. Von den Monhaden bis mit der Hand gebastelt Spielwelten. Der März ist etwas für das Gamers Herz. Was dich genau erwartet, weiß ich an diesem 5-Gänge-Menü. Mit Devil May Cry 5 geht es noch 11 Jahre den Monhaden und Lieder. Begleitet Nero durch Redgrave City erfand raus, was mit den roten Pflanzengetüm Matzen der Stadt auf sich schützt. Dabei sind nicht Bewohner, aber alles außer freundlich gesinnt. What? No chit-chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Für diesen aber so richtig anzuheizen, stehen Nero nicht nur sein Schwert Red Queen und sein Blue Rose Revolver zur Verfügung, mehr auch seine neueste Spielsache, den Devil Breaker. Diesen erlaubt dich verschiedene Spezialattacken auszuführen, ob Elektroexekution oder Raketenantrieb, für all Geschmack, als etwas dabei. Für das Combo-Jörst aber nicht zu langweilig geht, ist der Nero natürlich nicht auf sich allein gestellt. So geht zwischen den Kapiteln zwischen dem Nero, dem allbekannten Dante und dem Wie gewechselt. Da ihn an der Demo aber nicht mehr als Nero spielen konnte, ist sie wird wie noch nicht so viel bekannt. Außer dass sie im Kampf auf 3 Dämonenbrigade zurückgreift, weil schwer kämpfen. Daneben kriegt Devil May Cry 5 auch ein Multiplayer spendiert, welchen Entwickler als ein Cameo-System beschreibt. Und deshalb kauft die gelegentlich zusammen mit den anderen Double Hunters. Demo hat schon Potenzial vom Spiel gewesen, und wir können kaum darauf warten, endlich auf Dämonen durchzugehen.
I never pictured my first trip to DC would be like this. The Division geht an die zwei Runden. 6 Minuten oder solch, aber mit einem neuen Setting leidet Spieler Washington DC für Kollaps zu retten. Die schneebedeckte Straße von New York goufen durch eine Lebensspielstation ersetzt, wo man ein ganz anderes Feeling abkennt. An eurem erlöst sich mit den verschiedensten Fraktionen zu leben. Hat der Spieler am ersten Teil nur der Story außer der Dark Zone kein mehr zu die gehabt, verspricht der Entwickler mit Division 2 Besserung. So kann ihn ab Stufe 30 eine Spezialisierung wählen, weil eine neue Waffe und neue Fähigkeiten mit sich bringt. Eine weitere Möglichkeit neben der bekannten Dark Zone sind Raids, an welchen 8 Leute sich ganz neue Herausforderungen stellen können. Ob alles so abgeht, wie die Entwickler sich vorstellen, sehen wir dafür den Release. Wir sind aber schon vorsichtig optimistisch. Fight for our city has only just begun. Zum 20. Jubiläum für One Piece bringt Bandai Namco der Gummipirat zur Konsole. Zum Arena-Klopper One Piece Burning Blood an der Pirate Warriors Serie geht es für die Strohband an die Open World. An einer für One Piece World Seeker kreative Story nutzt sie dem Ruffy seine Gum-Gum-Fähigkeiten fähig durch die verschiedenen Zonen von Jail Island zu bewegen. Wobei weder Burden noch Häuserdächer für Unessdächer sind. Am Kampf verlässt Ruffy sich ganz auf sich verschiedene Hakien. Sein Armament-Haki kann genutzt gehen für mehr Gegner bei ihnen zu treffen, dafür büßt er aber Geschwindigkeit an. Den Observationshaki gibt es dafür die Möglichkeit, Gegner auch durch die Wand zu erkennen, für es dann mit einem Überraschungsangriff auszuschalten. Surprise, motherfucker. Auch neben der Hauptmission als für eine Heilung gesucht. So können auf der Insel verschiedene Nebenmissionen angeholt gehen, mit welchen Punkte bei den verschiedenen Inselfraktionen sammeln kann. Das wiederum schaltet neue Nebenmissionen frei, an neue Cutscenes. One Piece World Seeker geht mit der One Piece Franchise an eine ganz neue Richtung. Ob die Richtung auch den Fans gefallen wird, sehen wir spätestens den 15. März. Ob Neo oder Teenage Mutant Ninja Turtles, Samurai Ninjan kommen nie aus der Mode. Und das beweist auch From Software mit ihrem neuesten Spiel, Sekiro Shadows Die Twice. Bekannte Dark Souls-Reihe wagt sich From Software das Kehr an eine neue Richtung und noch direkt an ein neues Setting. Am Japan vom 16. Jahrhundert regiert Chaos, blöde Schlachtfelder gehören zum Alldach, an Matzen dran befindet sich als Protagonist, welche für nicht halten möchte, für seine gekidnappten Herr zu befreien, und seine Eier herzustellen. Mit seinen Schleichaktionen, seinem vertikalen Gameplay, und seinem Fokus auf Parieren und Konteren weiß Sekiro, dass es nicht immer nehmen, blocken und rollen sein muss. Well, would you look at that? No der gestreckter Welt für Yoshis Woolly World geht es an die gebastelt. Mit Yoshis Crafted World weiß Nintendo auch das Kehrem, wenn die knuffelswelten ever erschafft. Die Story fängt an mit einem mit Edelstein besetztem Stehen, welches seinen Besitzer seinen wildsten Dream erfüllen kann. Dann geht natürlich auch mit dem Kamek an den Baby Bowser, falls beim Versuch diesen zu klauen, die Edelstein über die ganze Insel verdelen. Dem Yoshi seine Rolle ist ganz klar. Edelstein fangen, jede Baby Bowser se findet. Und da das ganz viel mehr Spaß zu zwei möchte, kann man einen zweiten Joy-Con und einen zweiten Yoshi joinen. Saugt beim Yoshi Gegner an, und schmeißt die resultierende Ehe auf den nächsten Gegner. Oder nutzt sie, um ihr Gegner zu verändern. Das Spiel sieht einfach fantastisch aus und ich kann kaum noch erwarten, meine Switch-Nummer zu federn. Und damit sind wir auch schon beim Digestiv angekommen. Wir hören es nächste Monat, aber wie immer hoffen wir, dass es dich geschmeckt hat. Und du, wie stehst du jetzt zu Animeen? Ich stehe nicht zu Animeen, ich stehe ob Animeen. Ma dann hunn ich mat Jumpforce genau dat richtig für dich. Mit einem Cast für 40 Charakteren. Müsst doch auch ein App zu dich dabei sein. Giggity. Nani? Zum Repertoire von all gutem Anime-Fan gehören natürlich eine Reihe von Anime-Prügler. Für bald all Anime-Fan gibt es ein passendes Spiel. Für allem Dragon Ball und Naruto haben sich mit Budokai, Fighter Z oder Fighters, wie auch immer da ausgeschwart wird, an der Ultimate Ninja Storm Reihe unterstützt vom Genre.
Jump Force wollt lo awer eng Drpp setzen. Mat engem Character Roaster vun iwwer 40 Charakteren, die queech aus de schonen Jump-Animes gezugoufen, huet Spiel op manst schon de meeschten andere Kampfspiele Appes fir aus. A vun Ultimate Ninja Storm 4 kënnet dummert awer noch lang net run. Och mam Artstyle wies Jump Force gut zu punkten. Och wann ufangs bisse gewinnungsbedürftig ass ass mar schnell und herz gewus. Paktet all Charaktere gerecht ze ginn an dobei wirkt keen als op net tragif geheieren. Dat ass fir allem impressionant, wann dem denkt wie unterschiedlichen Animationsstil vu verschiedenen Animeen awer ass. Fi allem awer hunn Partikeleffekte während ze Kampf mech iwwerzecht. Och was se heinz du bisssen iwwerdriwe könne sinn, wirken se kinoreif, as sie praktisch allem marche firaus. Domm just, dass et Standardkonsolen heernst du schon bisssen und Druckle bringe können. Wenn er eng PS4 Pro deg Xbox One X huet, de braucht sich kein Surgens machen, weil he ruckelt et eichter selten an nëmme wann net wirklich überdriven abgeht. So Jump Force einfach absolut net iwwerzege kann as am Storymodus. Am Platz enger epischer Story, de mat senge Lieblingshelden aus senge Lieblingsanimes bestreite kann, Es ist Zeit für die Zeit in Japano gedöns! kriegen eng uninspiriert Pampe mat zusammenhangslos zu Summe gewürfelt Charakteren, de lo allbase sinn, bis natürlich schon an Schnüss kreieren und darum gut sinn. Natürlich hast du mal doch allgemeng alles direkt im gut, also so sich prompt mal dich zu summen. Überraschungen gehen in der ganzen Story gut keng. Auch wann teilst du es wirkt, als ob der Entwickler probiert hätten, um krasse Reveal hinzuschaffen, fällt das von Minute 1 also nähen, weil ihn halt ganz genau weiß, wie die einzelnen Charaktere so drauf sind. Obwohl ihn in den wenigsten Start wirklich zu gut halen muss. All Charakter behält sich erschwätzt, genauso wie an den 4 Jahren. Auch für verschiedene Synchronstimmen dabei kleine bisschen ungewinnt sind, weil das Spiel hört nimmen die japanische Sprache ausgab. Auch für mich war es für allem die Yugi, dem sein Synchron scheint so zum Schmunzeln berührt wird. Apropos Yugi, ebenfalls löwenswert, also dass viele Charaktere gehen, die bislo nicht wirklich auf der Kampfspieler gesehen wird. Die Story ist also nicht, das haben wir geklärt. Wie gesagt, da wenigstens beim Kämpfen aus. Naja. Schlecht ging ich nicht nennen. Mir gut, halt doch nicht. Das Kampfsystem ist uninspiriert, lässt sich als eine schlechte Mischung aus Ultimate Ninja Storm und Xenoverse 2 beschreiben. Beides für sich gut Spieler, mit Zusammengehalt sollten sie besser nicht gehen. Kampf gegen KI kann ich sowieso absolut nicht empfehlen. Der ist nämlich entweder strunzdumm, lässt sich Juni sich zu wehren, vermöbeln, oder mega OP und holt dir mit einer einfachen Handkante schon den halben Lebensbalk gerufen. Online-Kampf gegen andere sind doch schon mich spannend. Und dann aber Leute Spiel drin, dass die Einzelkämpfer nicht wirklich gebalanced sind. Verschiedene Charaktere sind halt ganz einfach Schrott, aber wenn der nicht gerade riesige Fans sieht, tut es gut keinen Wert, sie überhaupt zu wählen. Was ich aber definitiv empfehlen kann, ist lokal mit Kollegen zu zocken. Zusammen im Kanapé zu hängen und zu daddeln, hält dem Ganzen ein bisschen den Echt aus der Sache, alle in Luft all einzelne Charakter zu spielen, ohne sich aufzuregen, dass ihn benötigt gouf. Das ist nicht das einzige, was das Spiel zu bieten hat. Es gibt auch noch ein Social Space, ganz ähnlich wie den Tower bei Destiny, nämlich Dumbra Base, wo jemand seinem eigenen kreierten Charakter rumlaufen kann, also sich mit anderen Spielern vergleichen kann. Character Creation ist auch grundsätzlich gut gelungen. Es gibt Massen Frisuren, Pupillen und Accessoires und so weiter für seine eigene Anime-Figur zu erstellen. Auch Kleidungsstecker von den verschiedenen Anime-Helden können sich sogar viele verschiedene Farben freischalten. Just dumm, dass ein dafür immer als erstmal Loading Screen betrachten muss. Was zu der halt? Ich muss warten, dass die Story weitergeht. Und der? Mal, ich wollte es mein Kostüm ändern. Ah ja, das kann ein bisschen dauern. Ja. Also, Zeitung allein, du, bedingt das. Ja, schmeckt mir doch so gut. Ja, okay, dann ist gut. Für was zu der halt? Jo, es ist noch für mein Outfit zu wechseln. Ah, okay. Da sind wir ungefähr dann nicht fertig. A little longer than a few minutes later. NANI? Überhaupt. Stell dich ruhig ein Snacks bereit, weil Loading Screens gehen mehr wie genug. Für all Scheiß muss das Spiel als erstes mal laden. Für allem am sowieso schon schlechten Story-Modus, also penetrant nervig. Mission unhüllen, Loading Screen. Cutscene, Loading Screen. Cutscene, Loading Screen. Kampf, Loading Screen. Cutscene. An der könnt ihr denken, Loading Screen. Ich verarsche Herrscher auch nicht.
Och wann schwinget wie so. Dat lief tatsächlich so. Heernst du hast de Loading Screen so gemei lang wie Katzin selber. Zum Abschied so dann aber noch folgendes. Auch wann net wirklich für Kampfspielfans ass, werden die meisten Anime-Fans glücklich gehen. Auch wann Spiel echer mittelmäßig ass, mischt mat Kollege Masse Spaß. Wen hat net sowieso schon Fan von den Figuren ass, soll Spiel aber lever leue losen. So, zu guter Letzt kommen wir der Lotsänger guter Nachricht an enger bisse Manner guter Nachricht. Dat gut als echt. Lux Play planen ein neues Studio. Der Datei wird in Zukunft nicht so oft zu sehen kriegen. Die Manner gut Nachricht ist, Luxplay planen ein neues Studio. Das heißt, wir haben, wie der billig so der Titel, du fängst schon nicht mehr. Wir werden wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ungewinnte Plätze müssen drehen. Und wir wissen nicht genau, wen ihr könnt, mehr es könnt. So, und da werden sie so mal schlufen neu aus. Für die letzte Kehr, Adi. Für die letzte Kehr, ja? Ja, komm. So mal zusammen. Ciao! Geht alles rum gut. Geht alles rum gut. Doch, komm. Geht alles rum. Oh! Sengan? Seid aber Sommer! Ich kann da mal die Kapkom! Mitsubishi Sushi? Entai Tentakulle Porn! Oh, nicht schon! Ja, das wird so.